Nintendo! Camelot! Und somit herzlich willkommen zum weiteren sinnlosen Let's Play hier bei Retro Cash. Und wir sehen hier mit dem Golfspiel, und zwar mit Mario Golf Advance Tour. Das Spiel spielt jetzt nicht wirklich von der Originalkonsole, aber auch von einer Original Nintendo-Konsole, und zwar von Nintendo GameCube mit dem Game Boy Adapter. Die Grafik wird auch nicht so gut sein. Auf einem Emulator wird das Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen schöner aussehen, aber ja, kennen wir, mein Budget ist beschränkt und ich spiele lieber so Sachen ab, so Konsolen oder ab so Zeug, die ich halt schon habe, und halt auch eher ab der originalen Nintendo-Konsole. Das ist halt einfach eher so mein Ding. Dann würde ich doch sagen, dass wir einfach mal starten. Das ist also der Marion Club. Wow, was für ein Clubhaus. Ihr zwei habt wohl Hummel im Hintern. Dass ihr noch rennen könnt, ihr seid doch völlig durchgedreht. Klar, und dieses Mal geht der Sieg auf mein Konto. Richtig, Bast? Sorry, Schätzchen, aber das war unentschieden. Mit dem Endspurt hat Kesha alles rausgerissen. Wahrscheinlich hat sie dich eingeholt, als du in Ehrfurcht vom Clubhaus verstorben bist. Aber es war knapp, Helen. Mist, ich dachte, ich hätte bestimmt gewonnen. Ärgerlich. Aber du hast recht, das Clubhaus hat mich in sein Bann gezogen. Das Ding ist echt stark, sieht aus wie ein Schloss aus einem Rollenspiel. Na, Neil, du möchtest wohl einziehen, was? Du stehst auf mittelalterliche Schlösser, Neil. Frage mich, ob drinnen noch alles beim Alten ist. Kid, du bist spät dran. Wo hast du gesteckt, Kid? Diese schweren Taschen mussten wir ganz alleine schleppen. Er war schon lange nicht mehr hier. Bestimmt war er etwas spazieren, Erinnerungen auffrischen und so. Jungs, ist das lange her. Kam mir gar nicht so vor, aber die Bäume sind mächtig gewachsen. Ich erkenne immer noch den Kurs, auf dem ich unterrichtet wurde. Wie einem Freund aus Kindertagen, der mittlerweile erwachsen ist. Dieser Ort ist hier echt vom Allerfeinsten. Ich weiß nicht, ob wir hier hinpassen. Stimmt, wer weiß, wie erst der Kurs aussieht. Dale, nun mach mal halblang. Ihr habt euch bisher so gut geschlagen, weil ihr so fleißig geübt habt. Hab ich recht? Mangelnde Kurserfahrung alleine ist kein Grund zur Sorge, solange ihr den Ball ordentlich spielt. Ich weiß immer noch nicht so recht. Wenn ich jemanden von euch für unfähig halten würde, wärt ihr jetzt nicht hier. Kapiert? Glaubt an euch, hört ihr? Ich bin mir sicher, dass ihr alle das Zeug zu erstklassigen Golfern habt. Der Manager wartet wahrscheinlich schon auf uns. Also kommt, Leute. Hey Kid,
Lange nicht gesehen. Hi, Pro. Stimmt. Ist ein Weilchen her. Als ich hörte, du wärst verletzt und hättest dein Spiel aufgegeben, habe ich mir Sorgen gemacht. Tut mir leid, dass ich dich beunruhigt habe, Pro. Ich hätte anrufen sollen. Ich wusste über Kit Bescheid. Wirklich, Bud? Du warst im Bilde? Ja, Pro, ich wusste Bescheid. Es war kurz nachdem Kit hier nicht mehr vorbeischaute. Da habe ich mich bei ihm gemeldet. Wie bitte? Du hast Bud angerufen? Als Kit begriff, dass mit seinem geliebten Golfsport Schluss war, verzweifelte er. Tja, wem wundert es? In solch einer Lage wäre auch ich nur noch ein Häufchen Elend. Bud hat mich unterstützt, als es am heftigsten kam. Ich sagte ihm nur, dass es zu früh sei, seinen Traum aufzugeben. Ich schlug ihm vor, einen Golfer zum Wettkampf gegen Mario auszubilden. Wow, gegen Mario anzutreten? Jeder Golfer träumt davon, das Zeug dazu zu haben. Stimmt. Kit ist weltweit einer der einzigen Golfer, die diesen Traum verwirklichen konnten. Wenn deine Schüler erst zu den besten Golfern weit und breit gehören, dann verstehst du, mit welchem Stolz und welcher Freude einem das Ausbilden erfüllt. Richtig. Als Pro dich ausbildete und du an die Spitze kamst, ging es selbst mir so. Nun hoffe ich, dass uns diese jungen Golfer auf dieselbe Weise stolz machen werden. Ich habe ihnen bereits geholfen, den Grundschwung zu meistern. Dann können sie ja sofort im Wettkampf antreten. Nein, noch nicht. Sie sollten zunächst eine Runde auf diesem Kurs spielen. Ich verstehe. Pro, wir geben Kids, junge Schüler, fürs Erste in deine Obhut. Ich möchte sie vorstellen. Kesha, Helen, Buzz, Neil. Ich habe ihnen alles beigebracht, was ich weiß. Hoffentlich kannst du ihr Spiel noch weiter verfeinern. Ich soll sie ausbilden? Hey, kein Problem. Aber Kit, was machst du denn? Also, ich habe mich jahrelang erholen können. Ich würde sagen, ich bin jetzt wieder fit. Kit, was sagst du da? Nun, ich denke, ich möchte mit dem Golfen nochmal ganz von vorne beginnen. Kit, ist das dein Ernst? Ein wahrer Golfer ist zum Golfen geboren. Diese Lebensweisheit hat mir Pro mit auf den Weg gegeben. Tief in meinem Herzen bin ich ein Golfer geblieben und ich werde wieder spielen. Machen wir es spannend. Wer meistert zuerst das Spiel? Ich oder jemand vom Nachwuchs? Hey Bud, sind Doppel im Golf heutzutage wirklich so beliebt? Vielleicht solltest du sie in Paare aufteilen, damit sie erstmal ein paar Doppel spielen. Neil und Kesha und Buzz und Helen, was haltet ihr davon? Ich habe nichts dagegen, wenn du meinst, dass sie als Teams gut zusammenpassen. Zur Stärkung der Teameinheit bleiben die Partner zusammen, in der Unterkunft wie im Training.
Vielen Dank, Leute. Tut mir den Gefallen und kümmert euch gut um sie. Es sind echte Talente. Ehrensache, Kid. Pass gut auf dich auf und übertreib es nicht, ja? Vom heutigen Tage an seid ihr Glückspilze die neuen Schüler des Marion Golf Clubs. Nun steht euch der gesamte Kurs zur Verfügung. Ihr könnt üben, Runden spielen, wie ihr mögt. Nehmt an Wettkämpfen teil, um möglichst viel Spielerfahrung zu sammeln. Wendet euch bei Fragen zu Golftechniken einfach an andere Mitglieder. Sie helfen gerne. Euer Ziel ist klar. Ihr wollt zur Elite des Marion Golf Clubs gehören. Tja, hochgesteckte Ziele. Verliert den Titel des Marion Club Champs also nicht aus den Augen. Und danach könnt ihr versuchen, auf anderen Golfkursen der Club Champ zu werden. Wenn ihr dann zu den Besten gehört, spielt ihr gegen Mario. Doch bis ihr Marios Niveau erreicht habt, solltet ihr auf keinen Fall euer Training vernachlässigen. Jetzt aber ab nach draußen auf den Kurs. Nutzt jeden Moment, bis ihr wirklich an der Spitze steht. So, das wäre die Leitung in dem Fall. Und jetzt sollten wir uns da können theoretisch frei bewegen. Genau. Mal schauen, was da rum hat. Das ist die Golftasche des Managers. Sie sieht aus, als würde sie nur selten benutzt. Wahrscheinlich hat er sehr wenig Zeit. An der Wand hängen zwei Schläger übereinander. Auf dem oberen ist Marios Name eingraviert, auf dem unteren steht Kids Name. Sind wir da im Marion Clubhaus? Wir könnten jetzt dann natürlich alle Typen ansprechen. Aber... Hey Kesha, warte mal! Ich hab dich schon überall gesucht. Jetzt sag bloß nicht, du hast bereits vergessen, was Bud gesagt hat. Hat er denn gesagt? Ich glaube schon. Habe ich es mir gedacht. Nun, er sagte, er würde noch die Zimmerzuweisung vornehmen. Ja, und jetzt? Da du verschwunden warst, hast du kein Zimmer bekommen. Kannst du dir vorstellen, wie stinksauer die Leute sind? Nein, kann ich nicht. Ach, Kesha, ich mach doch nur Spaß. Bud ist nicht ärgerlich. Dein Zimmer ist fertig. Wir wohnen in der tollen Lodge gegenüber vom Clubhaus. Wirklich? Da sind wir auch untergebracht. Wir sind unterwegs, um es uns mal anzuschauen. Los, komm mit. Sollen wir auch aufbrechen? Ja, ich denke schon, oder? Cool. Los geht es. Folge mir. Ich weiß, wo es lang geht. Hier ist die Kabine des Meistercaddies. Wir müssen uns hier anmelden, wenn wir auf den Kurs wollen. Auch für Turniere muss man sich hier eintragen. Alles klar? Okay, gehen wir weiter. Dieser Weg führt zum ersten Loch. Ich bin gespannt, wie sich der Kurs spielen lässt. Ist bestimmt eine Klasse für sich. Die Lodge muss da vorne sein. Können wir weitergehen? Ich hörte, dass einige Schüler des legendären Kid hier ausgebildet werden. Und ihr zwei gehört dazu? Dieser Kid hat es
ist echt drauf, verlasst euch auf seine Technik. Er kann nicht schief gehen. Coole Lady, oder Kesha? Sie muss ein Pro-Golfer sein. Im Marion Club triffst du lauter Profis. Das heißt, sie seien sehr hilfsbereit. Man erkennt die Profis leicht an ihren Sonnenbrillen. Und einen super Übungsplatz gibt es. Mit allem drum und dran. Pur meinte, die Lodge wäre gleich da vorne, Kesha. Also komm, sehen wir sie uns an. Hier ist die Lodge. Super, was? Die vornehme Lodge, die Ausbildung zum Top-Golfer, echt abgefahren. Ich glaube, ich träume. Ja, schon ein bisschen ein Traum, ja. Ich weiß, was du meinst, Neil, aber deine Träumerei kannst du gleich wieder vergessen. Für Kid mag dieser Ort ja das Paradies sein, aber wir sind hier, um hart zu trainieren. Also geh rein, sieh dir dein Zimmer an, verstau deine Sachen und dann ab zum Training. Weißt du, Neil, von nun an sind wir Gegner und wir werden es euch nicht leicht machen. Das gleiche gilt für euch. Komm, Kesha. Da ist im Fall unser Zimmer und wir haben jetzt gerade von etwas zu essen geträumt. So, da wäre es im Fall gewesen von dieser Folge. Die ist jetzt eher ein bisschen kürzer ausgefallen und vor allem ist das Spiel bis jetzt noch nicht wirklich zum Tragen gekommen. Ich hoffe, die ganze Konversation von mir ist irgendwie halbwegs ein bisschen erträglich gewesen. Wenn nicht, dürfen mir da natürlich auch gerne in die Kommis reinschreiben. Ich werde wahrscheinlich selber sehr enttäuscht sein von mir, wenn ich das Ganze noch anlassen mit Zusammenschneiden, aber tja, sei es drum. Fenster so schauen können wir nicht, he? Das ist eine Golftasche. Auf der Golftasche steht Kesha. Sie ist strahlend sauber. Kesha untersucht die Garderobe. Hey, das sind Keshas Kleider. Ja, komisch, dass die Kleider die sind, wenn es ihr Schrank ist, aber egal. Ja, ich hoffe, Sie sind, wenn es wirklich um Spielen geht, auch wieder dabei bei der nächsten Folge. Vielen Dank und man hört sich.